Jason Bourne ist der 5. Teil in der Bourne-Serie, der 4. Teil, wo der Matt Damon die Hauptrolle spielt. Und da geht es jetzt darum, dass der Matt Damon bzw. der Jason Bourne eigentlich untertaucht ist nach Ultimatum, also nach dem 3. Film. Und dann wird er aufgesucht bzw. kontaktiert von einer ehemaligen Kollegin, die etwas herausgefunden hat, darüber, wie dass er genau in das Treadstone-Programm reingekommen ist, sprich das Programm, das ihn zu dem gemacht hat, was er ist. Und dass dort vielleicht sein Vater könnte etwas damit zu tun haben und er versucht dann darauf herauszufinden, was mit seinem Vater wirklich passiert ist, wer da Schuld daran hat und versucht dann die Schuldigen zu finden und zu eliminieren. Ich habe, bevor Jason Bourne rausgekommen ist, die vorherigen 4 Teile nochmal geschaut. Den 4. hätte ich mir sparen können. Der ist ganz grob nichts. Die sind wirklich sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Und während ich ja den Titel Reborn viel lustiger gefunden hätte, heisst jetzt der halt Jason Bourne und er funktioniert auf eine Art sehr ähnlich wie die vorherigen Bourne-Filme, so rein von der Struktur und wie er aufgebaut ist. Aber er ist meiner Meinung nach der schwächste von den Bourne-Filmen mit dem Matt Damon in der Hauptrolle. Was sehr gut war, sicher, sind die Schauspieler meiner Meinung nach. Der Matt Damon macht sich immer noch extrem gut als Jason Bourne. Der weiss, was er macht in dieser Rolle. Er ist auch recht muskulös geworden so für den Film. Der verkauft die Rolle extrem gut, finde ich. Aber er kann basierend auf dem Material, das er schafft, damit leider nicht so brillieren wie in den vorherigen Filmen. Das Gleiche von dem her gilt für den Tommy Lee Jones, der sicher ein super Schauspieler ist und sich auch gut macht in dieser Rolle. Aber auch seine Figur ist irgendwie weniger spannend, als sie meint, dass sie ist, sozusagen. Und das habe ich auch schade gefunden, weil der Tommy Lee Jones spielt sie eigentlich gut. Der beste Neuzugang finde ich aber die Alicia Vikander. Ich habe keinen Plan, wie man ihren Namen sagt. Sie ist so ein bisschen mein Hollywood-Schwarm, sage ich jetzt mal, und sie ist wirklich eine von meinen Lieblingsschauspielerinnen im Moment in Hollywood. Nicht, weil sie unglaublich gut aussieht, sondern weil sie wirklich sehr, sehr gut spielt und auch immer gute Projekte auswählt, sei jetzt das Ex Machina, sei jetzt das The Man from U.N.C.L., sei jetzt das The Danish Girl, weil ich leider nicht gesehen habe, aber sie dafür ausgezeichnet worden ist, also wird das ja wohl nicht so schlecht sein. Und sie ist auch in diesem Film sehr, sehr gut, sie macht sich sehr gut als ein bisschen überambitionierte und trotzdem sehr, sehr, sehr fähige CIA-Agentin, so ein bisschen, die nachher auch noch ein bisschen mit dem Bourne so ein bisschen zusammenarbeitet oder auch nicht. Was meiner Meinung nach auch sehr gut ist, ist der Soundtrack und Sounddesign, sprich der ganze akustische Aspekt. Und in dem Soundtrack darf natürlich Extreme Ways von Moby nicht fehlen, wo ganz am Schluss im Abspann läuft. Das ist, glaube ich, seit Supremacy oder sogar vorher schon so gewesen. Das ist jetzt da, die Tradition wird da weitergezogen und auch sonst der Soundtrack ist sehr nervenaufreibend und immer sehr, sehr passend für die jeweilige Szene, meiner Meinung nach. Und auch Sounddesign ist sehr gut, weil das muss auch gut sein in dieser Art, wie der Paul Greengrass, der Regisseur, seine Action-Szenen und auch den Rest von seinen Szenen filmt. Und die Art von Film, wo der Paul Greengrass macht, der Regisseur, der ist eine wirklich extreme Gratwanderung, weil es kann so schnell kippen. Er haltet seine Kamera kaum auf einem Stativ, er hat sie immer irgendwie in der Hand und macht so und das finde ich teilweise sehr nervig und bei Supremacy und Ultimatum ist es okay gewesen, dort ist es nicht so schlimm gewesen, aber jetzt habe ich das Gefühl, bei Jason Bourne ist es teilweise echt schlimm, dass du siehst in der Kampfszene nichts. Es ist so verwackelt und verstückelt geschnitten. Es ist meiner Meinung nach nicht wirklich angenehm zum Schauen. Es ist fast anstrengend. Meiner Meinung nach aber der mit Abstand schwächste Aspekt vom ganzen Film ist die Geschichte. Die ist so belanglos und langweilig und wird auch teilweise durch das ganze Facebook, Social Media Zeug so ein bisschen abgezogen und es wird so ein bisschen langweilig durch das teilweise fast, obwohl zwischendurch sehr, sehr gute und unterhaltsame und spannende Action-Szenen kommen, aber das Pacing, sprich das Tempo vom Film ist nicht wirklich gut. Es wird immer wieder so ein bisschen verlangsamt durch die Social Media Seitengeschichte, die langweilig ist und eigentlich nicht interessiert und mit dem Jason Bourne seiner Absicht eigentlich gar nicht so den Haufen zu tun haben. Und ich finde vor allem, dass der Film storytechnisch nicht hätte existieren müssen. Der Bourne Ultimatum war ein prima Ende für die Bourne-Serie. Nachher ist der brennende Haufen Abfall der Bourne Legacy gekommen und jetzt so eine Durchschnittsgeschichte. Sie haben zwar, wie gesagt, interessante Leute dabei, aber die Geschichte interessiert einfach nicht. Unter dem Strich ist Jason Bourne für mich eine rechte Enttäuschung. Ich habe mich nach der Sichtung von der vorherigen Film sehr gefreut auf den, aber er wirkt irgendwie unnötig, er wirkt irgendwie aufgesetzt. Die Story ist
langweilig, nicht wirklich super gut geschrieben und die Action-Szenen sind teilweise so dermaßen verwackelt, dass es anstrengend ist zum Zuschauen. Aber sonst, die anderen Action-Szenen, wenn das nicht so schlimm ist, dann sind sie sehr gut und sehr spannend. Die Schauspieler sind gut und er ist demnach auch immer noch ein unterhaltsamer Actionfilm, aber mehr nicht. Und das ist eine rechte Enttäuschung in der Reihe der Bourne-Filme, weil die vorherigen sind wirklich alle mindestens sehr gut, meiner Meinung nach. Ausser der Bourne Legacy, aber der zählt nicht. Von dem her ist er vielleicht etwas für Bourne-Fans, die finden, oh, der Matt Damon ist der beste Jason Bourne ever, das muss man alles schauen. Aber es wird wahrscheinlich eine Enttäuschung, weil er ist nie in der Nähe von der Qualität der vorherigen Filme, was mich selber auch sehr enttäuscht hat. Ja, das Stichwort ist Enttäuschung bei dem Film. Ich finde es extrem schade. Ich habe mich recht gefreut auf den, vor allem nachdem ich die vorherigen gesehen habe. Jetzt ist er halt Durchschnitt, aber es wird garantiert nochmal einen geben. Der Schluss suggeriert, dass es nochmal einen wird geben und ich hoffe, dass das eben ein bisschen besser ist. Also ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es geht sicher noch weiter. Auf jeden Fall danke ich euch vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.